Gut, dann probieren wir mal das aus mit dem Nugget. Das klappt nicht. Hallo, Amigo. Amigo? Ich bin nicht Ihr Freund. Ich ziele mit dem Schießeisen auf Sie. Tun Ihre Freunde sowas? Hören Sie mal, Sie müssen nicht gleich so unhöflich sein. Sie haben genau zwei Alternativen. Entweder gehen Sie sofort weg, oder Sie lernen meine Höflichkeit mit der Waffe kennen. Ach so, es gibt nichts anderes. Ich drehe mal an. Ja, ja. Gut, kennen wir schon. Vielleicht können wir in der Stadt irgendwas machen. Was ist das da? Schlüssel? Wenn ich ehrlich bin, fällt mir daran nichts auf. Können wir den nehmen? Solange der Besitzer mich anschaut, kann ich das Teil nicht mitnehmen. Können wir ihm das Gold geben? Nada, geht nicht. Aber er hat einen Schlüssel. Jetzt wenn wir... Wir sind ja Zweiters. Können wir den vielleicht irgendwie an John Wayne ablenken? Schön, aber was soll ich damit? Ja, vielleicht nehmen. Ich glaube nicht, dass der Besitzer es mir erlaubt. Das ist Jeff, mein Boss. Er scheint leicht gestresst zu sein. Jetzt wenn wir mit dem da reden. Sheriff! Ja? Ah ja, wir können wechseln. Komm zu Papa. Ach, das geht sogar. Und der ist immer noch im Gespräch. Ah ja. Na dann viel Glück bei der Ganovenjagd. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Schlüssel gekriegt und das ist... Ich habe ihn vom Sheriff stibitzt. Aber für was gehört der? Vielleicht da eine? Nada. Geht nicht. Geht nicht. Vielleicht für den Saloon? Völlig sinnlos. Oder, heute mal, das ist ja der Sheriff. Wahrscheinlich wird er im Sheriffbüro passen. Das probieren wir gleich mal aus. Und dann wird wahrscheinlich der Billy flitzen. Was ist denn? Willst du mich befreien? Ruhig, Billy. Hier habe ich die Schlüssel. Großartig, gut gemacht. Du bist wirklich gut. Du brauchst mir nicht zu schmeicheln. Meine Oma ist noch am Leben. Außerdem haben wir noch eine Rechnung offen, oder? In Ordnung, ich tu alles, nur halt die Klappe. Ich hab den Diamanten an den Antiquitätenhändler verkauft. Tut mir leid, da ist nichts mehr zu holen, außer einem Küsschen. Hoffentlich hast du es für Wachstumshormone ausgegeben. Wäre gut angelegt. Ja, ja, frei. Juhu, wir sehen uns wieder, Fremder. Bleib du nur hier, du Leuchte. Du solltest besser auf deinen Rücken achten, Junge. Heutzutage hat man schneller was im Rücken, als man denkt. Und das kann ich dir versprechen. Okay, einen Schlüssel haben wir aber immer noch. Können wir da herin irgendwas machen? Nicht. Der gute Sheriff ist also abergläubisch. Die Menschen ändern sich doch nie. Okay, also der Billy hat den Diamanten an den Antiquitätenhändler verkauft. Da werden wir gleich mal hinschauen. Denn vielleicht können wir uns das mit dem Gold zurückkaufen. Also den Diamanten. Davor schauen wir aber mal da eine, was bei dir so ist. Ach, da ist eine Chineserin. Tinte? Das ist Tinte zum Färben. Ich würde sagen, sie stammt vom Tintenfisch. Und du bist weg. Ah ja, die können wir einfach mitnehmen. Der Wäscher scheint damit schon fertig zu sein. Mit dem Chinesen vor mir? Unmöglich.
Ja, bei der Tinte ist er gegangen. Sieht aus wie die Paella bei uns im Dorf, nur ohne Safran. Da tut sich nichts. Gut, ansonsten nix seh. Reden wir mal mit dem. Grün steht ihm wirklich gut. Tag. Hallo, Ist das hier die Wäscherei? korrekt? Dies ist bescheidene Wäschelei dieses bescheidenen Dieners. Wenn Sie etwas zum Waschen oder zum Säubeln oder zum Färben haben, ich, Julien, bescheidener Diener, bin Ihr Mann. Zurzeit habe ich nichts, danke. Aber danke für die Auskunft. Gern zu Diensten. Wie kann ich etwas abholen? Sie müssen nur abgeben Ellenbettenbon bei mir, Julien, bescheidener Wäschel. Fühlen Sie sich gut? Sie sehen etwas gelblich aus. Sil hat Humor. Ich bin Chinese. Haut gelb wie Zitrone. Ich nicht Hepatitis, soweit ich wissen. Okay, also der ist ganz lustig. Und was macht ein Chinese so im Wilden Westen? So ist es. Kurzum, ich arbeite wie ein Stiel. Aber was soll's? Wenigstens habe ich Arbeit. Ich grüße Sie, Sil. Gut, dann schauen wir mal mit dem Clever noch rein. Tag. Hallo. Ach so, da können wir nur die gleichen Sachen fragen. Und was macht ein Chinese so im Wilden Westen? So ist es. Kurzum, ich arbeite wie ein Stiel. Ja. Also, wir können irgendwas abholen mit einem Bon oder so. Jetzt gehen wir mal zum Antiquitätenhändler. Moment einmal. Haben wir so Dinge nicht irgendwo links hängen? Die Dinger doch, können wir aber nicht nehmen. Gut, dann lassen wir mal da. Dann machen wir mit dem Smart weiter. Vielleicht können wir das Ding zurückkaufen. Hallo! Guten Tag, der Herr. Suchen Sie etwas Besonderes oder möchten Sie sich nur umsehen? Ersteres. Ich interessiere mich für einen Diamanten. Einen Diamanten? Die führen wir nicht. Dies ist ein Antiquitätenhandel, kein Juweliergeschäft. Sowas? Aber ein Vöglein hat mir verraten, dass Sie vor kurzem einen Diamanten gekauft haben. Und zwar aus äußerst fragwürdigen Händen. Außerdem sollen Sie die hohe Summe bar bezahlt haben. Was wollen Sie damit sagen? Ich würde niemals etwas Illegales kaufen. Ich zahle Steuern und bezahle die Schule der Kinder meiner Frau. Ich bin ein ehrenwerter Mann. Gut, dann rufen wir den Sheriff und erzählen ihm, dass Sie einen Diamanten von Billy the Kid gekauft haben. Ach, das dann doch nicht. Vielleicht könnten wir uns irgendwie arrangieren. Schießen Sie los. Ich verkaufe Ihnen den Diamanten, wenn Sie niemandem etwas über mein Nebengeschäft verraten. Ja, aber wie wollen Sie Geschäfte mit Ihrem zweiten Geschäft machen, wenn niemand weiß, dass Sie dieses zweite Geschäft überhaupt betreiben? Das ist mein Problem. Nun, was sagen Sie? Sind wir im Geschäft oder nicht? Von welchem Geschäft sprechen wir jetzt? Von dem mit dem Diamanten. Möchten Sie ihn kaufen oder nicht? Ja, wie teuer ist er? 11.000 $. In Euro bitte, in Euro. Lassen Sie mich überlegen. Der Dollar steht jetzt bei... Und es sind 11.000. Ich multipliziere es mit 4, dann teile ich durch die Logarithmenbasis von Pi plus dem Kosinus des Euro. Mal sehen. Ergibt rund 170.000 €. Ich weiß nicht. Sicher? Haben Sie auch nicht die falsche Taste im Hirn gedrückt? Nein, gerechnet ist gerechnet. Nehmen Sie an oder lassen Sie es? Könnten Sie den Diamanten nicht gegen etwas anderes tauschen? Ja, das würde ich schon. Aber es ist schwer zu bekommen. Ich interessiere mich für einen Totempfahl der Indianer. Er ist einzigartig und von unschätzbarem Wert. Er befindet sich in dem Indianerdorf am anderen Flussufer und wird sehr gut bewacht. Man spricht ihm magische Kräfte zu.
Es heißt, dass er aus dem Holz von Großmutter Weide geschnitzt wurde, der Skor des Schamanen. Sie starb, nachdem Gauner ihr das Holz geraubt hatten. Der Schamane schwor Rache. Er holte sich das gestohlene Holz zurück, tötete die Räuber und errichtete an dem Ort des Geschehens einen Totempfahl zur Abschreckung von Eindringlingen. Es heißt, wenn jemand dem Totempfahl mit Feuer zu nahe kommt, wird der Pfahl glühend heiß und in einer Wolke aus Rauch und Flammen verschwinden. Er wird dann die Seele des Menschen bis zur Sonne tragen, und die im Wind verstreute Asche wird einen Fluch über alle Bäume des Waldes breiten. Was halten Sie davon? Eines verstehe ich nicht. Warum ist der Bildschirm noch nicht explodiert? Bei der wilden Geschichte des alten Sacks haben Sie doch sämtliche Balken gebogen. Ich muss doch sehr bitten. Nicht Sack, Antiquitätenhändler. Noch etwas zu der Geschichte. Sich dem Totempfahl mit Feuer zu nähern, heißt sich verbrennen. Und einen Fluch über den Wald zu legen, bedeutet Waldbrand. Ist Ihnen das klar? Wie Sie meinen. Ich bin aber sicher, dass der Totempfahl sich in meiner Diele fabelhaft machen würde. Ein großartiger Hutständer. Also in Kurzform. Ich bringe Ihnen besagten Totempfahl und Sie geben mir den Diamanten. Richtig? Richtig. Ja, also wir müssen den Totempfahl besorgen. Allerdings müssen wir erst einmal irgendwie über den Fluss kommen, weil der ja nicht passierbar ist, weil die Brücke kaputt ist. Jetzt werden wir mal da reinschauen, und zwar mit alle zwei. Wir möchten nämlich was ausprobieren. Vielleicht können wir den wieder ablenken. Guten Tag. Ah, guten Tag, mein Freund. Oha, ich glaube nicht, dass der Friseur mir das ohne weiteres gibt. Ach so, geht nicht. Das klappt nicht. Bis bald. Bis spät. Tinte, was machen wir denn mit der Tinte? Sie ist schwarz, wie die Farbe in schwarzen Kugelschreibern. Kombinieren können wir ja nichts, oder? Also, zumindest weiß ich es nicht. Was machen wir denn mit der Tinte? Völlig sinnlos. Da tut sich nichts. Das klappt nicht. Nada, geht nicht. Okay. Ach, der Saloon ist offen. Der Sheriff ist auch nicht mehr da. Er hat auch offen. Ah ja, es hat sich schon einiges geändert da. Hat denn der andere auch offen da? In den Waffenladen können wir nicht rein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal als erstes da rein. Das wird der Bestatter sein. Ah ja, so schaut er aus. Wenn es mit mir zu Ende ginge, würde ich mir diesen Sarg kaufen. Mit Sicherheit. Und wo soll ich das Ding verstecken? In der Hosentasche? Das Tier ist ausgestopft. Wahrscheinlich soll es die Atmosphäre auflockern. Lieber nicht. Ich habe schon einen ausgestopften Strauß zu Hause. Nichts Besonderes. Nichts. Damit kann man noch größere Äste absägen. Hoffentlich nicht den, auf dem man sitzt. Eine Säge. Ich glaube nicht, dass der Besitzer es mir erlaubt. Ist die Katze im Sargpreis inbegriffen? Miets, miets, miets? Die antwortet nicht. Wahrscheinlich ist sie ausgestopft. Das kann gut möglich sein. Haben wir da nichts. Die Säge werden wir bestimmt noch holen können. Glitzert und strahlt wie Jeffs Glatze. Im Moment brauche ich keine Petroleumlampe. Vielleicht später mal. Okay, dann reden wir mal mit dem Bestatter. Der zieht sich recht gut an für eine wandelnde Vogelscheuche. Hallo, guten Tag.
Mensch, ein Kollege. Entschuldigen Sie, was haben Sie gesagt? Na ja, sind Sie denn kein Bestatter? Sie tragen doch unsere Uniform. Wie? Ach so, ja, ich bin der Bestatter meines Dorfes. Ich bin zu Besuch hier, um mich über Sargneuheiten zu informieren. Ich bin entzückt, Ihnen helfen zu können, Herr Kollege. Ich habe hier tatsächlich das neueste Sargmodell. Schauen Sie mal. Welche Kapazität hat er? Die typische für Särge. Einzelliegeplatz. In der Beziehung hat man wenig Auswahl. Kann er unter Wasser tauchen? Was soll ich sagen? So 100%ig kann er nicht tauchen, nein. Bedenken Sie, er ist aus Holz und Holz schwimmt. Aber das Stück ist ausgesprochen wasserdicht. Wie viel verbraucht er denn so? Das ist das Beste. Der Verbrauch geht gegen 0. Und dabei geht er in unter 2 Minuten von 0 auf 10 Meter unter die Erde. Ja, das klingt doch gut. Fürs Erste habe ich genug gesehen. Bis bald. Auf Wiedersehen, Herr Kollege. Wenn Sie noch etwas brauchen, wissen Sie schon, wo Sie mich finden. Okay, also das Säge merken wir uns mal.